so. Ja, liebe Harmonika-Freunde, heute darf ich Manuel vorstellen. Servus, grüß euch. Manuel, ganz viel weiß ich noch nicht selber von dir, weil du bist das erste Mal da. So ist es. Ja. Von wo kommst du? Ich bin aus Niederösterreich, Bezirk Mistelbach, genau genommen aus der Ortschaft Schleinbach. Das ist bei Wolkersdorf. Und ja, so Wie ist alt? Ich bin jetzt 31. Okay, Wie alt bist du eigentlich? Ich weiß gar ich nicht. bin 34. Na schau. Genau, also gar nicht viel Unterschied. Nein, nicht. Und wann hast du gestartet mit der steirischen? Vor 3,5 Jahren circa. Okay. Davor Instrumente? Davor mal gespielt was? Mit 12 Jahren ein bisschen Schlagzeug, aber wenn man so jung ist, ist man leichter, weil legt man es beiseite und das verstaubt jetzt gerade irgendwo oben bei uns nicht. Vielleicht komme ich wieder dazu, aber jetzt einmal. Aber die steirische gefällt dir voll gut, gell? Da bist du fleißig am Üben und da hat auch ein großes Programm schon. Also da werden wir dann ein bisschen was berichten. Wir spielen halt 4 schöne Stickerl, haben wir ausgesucht. Das erste ist gleich ein Stickerl, wir sind ja da in die Berge, gell? Und habt ihr das ja auch ein bisschen, aber nicht so hoch, gell? Das kann nicht mithalten, nein. Nein. Jetzt, Ja, ein bisschen, ja. und jetzt hat extra für heute gelernt die Heidi, gell? Ja, so Weil ist. die Heidi wohnt ja in die Berge. So ist. Das muss man üben. War gut. Ja, läuft. Also wir haben festgestellt, das Jodeln müssen wir noch ein bisschen üben. Aber sonst mit Singen, du singst ab und zu auch mit, oder? Ja, na, das muss man irgendwann einmal machen und probieren und sich einfach trauen, glaube ich. Weil viele sagen oft, sie können nicht singen und ich finde, man kann schon üben. Gell? Ja, na, aber als erster ist wichtig, dass die Griffe stimmen, dass die Dynamik stimmt und dass man das im Griff hat komplett, damit man den Kopf frei hat. Fürs Singen und Für so. Singen, oder gleich richtig, ganz langsam mit den einzelnen Wörtern dann wirklich schon mit den Griffen einstudieren, dass alles seine Position auch wirklich hat, das Wort mit dem Griff. Ich glaube, das funktioniert recht gut. Ja. Ja, weil wir haben wenig Schüler, was mitsingen und irgendwie ist es total schön. Es ist einfach
Aber wenn man irgendwann auftritt, hast du ab und zu Ist schon Auftritte schon? fortgeschritten. Ja, er ist schon fortgeschritten, wenn man so mitsingt. Ja, ich habe relativ früh angefangen und habe mich dann ins kalte Wasser gestoßen. Angefangen habe ich beim, das war die Goldene, bei meiner, ist die Goldene, glaube ich, bei meinen Großeltern. Ja. Gell? Und einfach von der gesammelten Familie. Und die haben weiter draußen bei uns die Familie von der Mutterseite. Nicht? Ja. Die hat, das sind alle Blasmusikanten. Nicht? Und die haben mich die ganze Zeit, ich habe das immer gesehen, wie sie immer gespielt haben für meine Großeltern und so. Und ich glaube, mitunter bin ich deswegen auch ein bisschen getriggert worden, dass ich mal sowas nicht. Okay, also und da habe ich gespielt von denen, verstehst du? Da habe ich gespielt von denen und alle haben mir angeschaut und ich war komplett nervös. Nicht? Und da habe ich das erste Mal so richtig während dem Spielen aufgehört und hingeschmissen. Nicht? Und das darfst du halt nicht machen, nicht? Aber das kommt erst später, dass Leute drüber spielen. Du musst das eben einfach machen, für Leute spielen und dann halt mit jedem Mal wird es mal ein bisschen lockerer. Genau. Und irgendwann aber denkst du sowas dann nicht muss mehr so dabei viel. sein. So ein bisschen so ein Breakdown Ich so sag's mal, ja. brauchst, da musst du einfach durch. Ja? Aber jeder freut sich, wenn man einfach probiert und spielt. Das kann nicht jeder. Und nicht jeder bemüht sich so, dass er das ist schon komplizierte Sache teilweise. Ne? Nein, ganz einfach ist es nicht. Ja, nein. Da Das musst ist schon üben und dabei bleiben. Ja. Und Na, ohne dem geht gar nichts. ich würde sagen, jetzt machen wir einen schönen Walzer. Der ist aus Südtirol, so viel ich weiß, der Rittner Walzer. Ein ganz schönen Stickerl. Ich wünsche mir viel Freude. Schick gespielt.
Ja, der war echt sauber. Ich habe ein besseres Game. Die Stelle ist viele halt kennen wirklich die Stelle von dem Stückerl und man spielt das ganze Lied und dann kommt immer das Ende, das kennen ganz viele Schüler und dann denkt man schon, jetzt kommt dann die Stelle und tut relativ gut. Man hat halt manchmal so einen kleinen Kratzer drin, gell? Als würdest das eben genau wissen. Es ist bei jedem so, gell? So geht's Jetzt mir, kommt gleich die so geht's mir Stelle. im Studio ab und zu. Jeder Das bin bereitet ich sich darauf vor und dann ist es... Genau, aber es war recht sehr gut. Also man muss zufrieden sein, es war gut. Man muss Sauber zufrieden gespielt sein. und du spielst also fein mit Gefühl, finde ich, so mit Dynamik, das magst du echt gut. Da muss ich auch mal einleiten, zu viel Zeit muss sein. Gruß geht raus an die Rebecca Schmid aus Hatzendorf, an meine Lehrerin, die wirklich vehement darauf bedacht ist, dass man beibringt, die Dynamik wirklich gut einzusetzen, weil das ist das Nonplusultra, nicht nur die Griff, sondern dass man die Dynamik wirklich lebt und spürt, dass es gut funktioniert und da sage ich danke, dass du dahinter warst. Das finde ich voll super, wenn man da Wert legt drauf, einfach weil dann klingen die Lieder, dann machen es einem mehr Spaß, gell? Wenn das einfach schick gespielt ist. Es darf nicht Und so ich glaub, rollen, auf so plan. Das legt glaube ich mir auch viel Wert drauf, das merkst du. Sehr. Da habe ich auf jeden Fall das sofort ausgekehrt, dass da ganz fein ist. Ja. Wirklich die Sprünge Spannung, auch, das Ganze. und wirklich auch, wenn es dann wieder in die Wiederholung kommt, dass wirklich wieder ruhig auffängt, das ganz fein die und Spannung ruhig aufbaut dann und- geht's richtig, dann geht's auf, ja. Genau, weil du Das bist macht bei wirklich uns mit Spaß. dabei auch schon eine Zeit, oder? Sicher schon 3 Jahre, ja. Ja, Ja. genau. Das Ich habe angefangen mit 4 Finger, 4 Finger mal. ja, und das ist auch gut. Nicht? Hast du jetzt 4 Finger? Ich habe 4 Genau. ich habe 5 Finger da. Ah, jetzt sind 5 ja, ich bin Finger. auf Mikl Bauer umgestiegen, weil Okay. ich mit, Ah, ja. mit der Lehrerin kurz Super, und da habe ich ein bisschen Griffschrift passt gemacht. beides, ja. Ja. Und dann haben wir gedacht, du für die Auftritte und so, ist man leider Autodidakt. Auswendig, Also, ohne die Noten und so, ist man locker unterwegs. Ja. Und es ist wenn Wie du merkst du den lesen tust, nicht? Ja, Dann bist du angelenkt mit dem Lesen und dann kannst du dich nicht auf die Dynamik vielleicht konzentrieren oder auf Singen. schon, gell? Und das ist, man kann lesen und gleichzeitig einen Text auch lesen, hat auch funktioniert. Ja? Ja, ja. Aber ich finde, das ist halt einfach irgendwie ehrlicher und lockerer. Ohne die ganze, jetzt Ja, auch den Weil du Notenständer. bist ja rum komplett und bei so. der Musik. Ja. Sonst musst du mal Ja. konzentrieren, dass du das mal umsetzt, die Noten auf das. Und da bin ich auch durch die Erfahrung von den Schülern, die Erfahrung, wenn man es gleich so lernt, durch Abschauen und man ist ja direkt bei der Musik. Auf jeden Fall. Und ich finde, man merkt da, wenn einer spielt, spielt der frei oder hat er das nur auswendig gelernt. Ja, Weil das ist, stimmt. Das ist Ja, wie eine ja, Schulbahn ja. mit Gedicht. So ist, ja. Du lernst was auswendig, aber es ist keine freie Rede. Und das ist Genau so ist. Es geht auch um die Kommunikation ein bisschen mit den Augen, mit den Leuten, wenn du ein bisschen Genau, durchschaust ja. und ein bisschen Verbindung aufpasst. Ja. Du schaust ja starr auf dein Heftel oder Ja, ja. und dann ist es halt nicht so persönlich. Ne? Und du kannst ja nicht irgendwo dich hinsetzen und sagen, was so wie beim Auftritt einmal ein älterer Herr gesagt, du, da hast du einen Zehner, spiel mal was, nicht? Und immer da habe ich mich hingesetzt ja. zu ihm und da spielt einmal. Nicht? Und das kannst du halt schwer, da kannst du nicht den Notenständer auf den Tisch aufstellen oder so, weg von ihm, das ist halt nichts. Ne? und immer heute auch die Noten abblinden oder so. Ja, oder Ja. sie täten einen Schaden spenden, wenigstens ein bisschen. Wir haben Aber es es ist verdammt, wirklich wir haben schön da. verdammt warm, also es ist gar nicht so ohne. Ja, allem dahinter ins ist ist es warm. feucht, ja. Die Harmonika ist ja robust, man kann wirklich weil ab und zu auf einmal kann spielen bei minus 10 Grad, auch wenn es warm ist, also sie hält schon was aus. Hier ist der Spieler dann, dass er irgendwann K.O. wird. Ja, also. Die Finger frieren ein bei solchen Temperaturen, nicht? Da geht es Wir zu. machen gleich weiter. Wir haben ja noch 2 Stickerl im Programm. Und eins, das ist jetzt ein bisschen moderner, mit ein bisschen Mull drin, das ist auch sehr schön auf der steirischen. Und das ist der griechische Wein. Das Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen einwärts ging. Aus dem Berg schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt und war nicht ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk mir ein. Und nicht mehr traurig wäre, liegt es daran.
das kann engagieren was. Schon, das ist sagen. Jeder kennt, jeder weiß, wenn man bei den Lied noch mitsingt. Also ich muss begleiten und mich konzentrieren, da ist der Moll drin und es ist nicht so einfach. Und dann sollst du noch singen, auf den Text konzentrieren, das ist schon gut. Ja. Also, Danke. da darf Das der hab eine ich voll andere, reingehalten, finde ja. ich cool. Bist du ein kleiner Der Sport Schnitzer? macht aber einen Spaß, gell? Na, wenn ich da draußen mehr Leute hätte, die so motiviert waren wie du, dann hätte ich immer 50% schneller von ihren klar. ankommen, das sage ich, da hätte ich schneller. Ja. Aber ja, Ja, sicher, aber es macht sind total erfreut, ja. deswegen ich bin auch total entspannt jetzt da bei dir. Wirklich, wenn man miteinander musiziert, das macht so Ja, erfreut. wir singen es zum ersten vergisst Mal, man gell? den Das Stress man hat schon und- Kontakt ja. gehabt, aber so, aber das fasziniert mich auch, dass du daheim mit den Videos echt so trainierst und kriegst und wir spielen das erste Mal zusammen jetzt. Also wir waren nicht drin, wir haben jetzt einfach hergesetzt und haben gesagt, wir Nur machen über gleich ein WhatsApp ein Video. bisschen geschrieben und ein Das ist bisschen schon cool, geredet, ja. echt. Das setzt nicht hier und das funktioniert. Ja. Weil jeder quasi das Gleiche tut, nicht so auf die Art, nicht? Von den Videos her. Ja, weil du halt auch das von mir immer hörst, ja. Genau. Und dadurch auch schon das Tempo und alles gut mitkriegst. Das ist cool. Was magst du? Vielleicht kurz, wenn es nicht Harmonika, oder wie viel übst du? Übst du jeden Tag eine Stunde oder so gelegentlich? Es kann schon sein, dass ich mal eine Stunde lerne. Ja. Ist natürlich nicht zum Empfehlen, wenn man gerade am Anfang ist, denke ich, weil der Kopf, der lernt erst richtig, wenn man ein bisschen was geübt hat. Und man sagt immer so 4 Stunden, 20 Minuten, nicht? Und dann erst in der Ruhephase festigt Ja. sich im Kopf richtig. Ja, nicht während dem Üben, sondern erst, wenn man, deswegen muss man sich richtig einstudieren. Aber ich sage mal so, mehrmals die Woche und da spiele ich so lange, wo ich merke, dass ich mich wohlfühle dabei. Und das ist wichtig, dass man nicht auf Druck irgendwie, Ja, ja, sicher, ja. aber ja, wirklich, also das ist unterschiedlich, aber jeden zweiten Tag, oder? Ja, und mindestens, ja. Wenn du nicht Harmonika spielst, sonst Hobby? Sport oder? Ich habe ein bisschen elektronische Musik hab ich gemacht. Ja, ja, mit Ableton, das kennt man vielleicht, der FL Studio, genau. Da macht man so elektronische Musik, so Okay, ja. mit Synthesizer ein bisschen arbeiten und so, spaßhalber, nicht in der Freizeit ja. ein bisschen die Fehler bauen Ja. lassen. Da schaust du stundenlang im PC-Monitor rein und tust einfach Melodien ein bisschen schnitzen und so weiter. Aber ja, Also viel mit Musik eigentlich. ich mache grundsätzlich, ja, und grundsätzlich ist die Harmonika, da muss meine Freundin ein bisschen leiser treten manchmal, ich nehme mir schon viel Zeit, dass das passt. Und sie hört es ja auch gern und sie unterstützt mich da auch und das ist das Wichtigste, dass man wenn hart hat, Ja, einen da ein bisschen dass es gern unterstützt. hört und ja, das genau. verteilt. Na, also das ist das, also ich grüße die Kollegen von der ÖBB übrigens, ich bin Lokführer bei der Echt? ÖBB, ja. Okay. Ja, ich grüße alle, ja, die wissen das eh schon, weil wir sind ja schon zusammengesessen im Pausenraum und da wisst habe ich wohl- schon angekündigt, dass ich vorbeischaue bei Okay. dir, nicht? Und da habe ich schon geschwärmt, jetzt komme ich da vorbei und das Video. Nicht? Und ich freue mich so und ich grüße auch alle von den Schülern, macht's weiter so, bleibt motiviert, bleibt beim Zierfuchs auch, weil ich fahr gut damit, ich glaube, das hört man hoffentlich, gell? Ist super, ja. Und genau, das. Das ist noch viel nett. Das ist Genau. Super, ja. Also Wir machen- Zug fahren und Harmonika. So, Ja, da brauchst du den Ausgleicher und Ja. aber im Zug hast du noch nie gespielt. da, wir sind schon. runtergefahren, verschubmäßig und bin hinten drin gestanden. Ja, ich Hab habe ich mir fast gedacht, beim ja, Festl so. habe ich schon gespielt, da haben wir ein Fest gehabt, die Kollegen, und da habe ich gespielt. Und ja sicher. Wir machen jetzt noch ein Stückchen eins zusammen, im Programm ist ein bayerischer. Ja, genau. Ja, Der jetzt. zweite Teil, genau. Ja. Kennt auch jeder, ich glaube, für die Schürzenjäger aus dem Zillertal auf alle Fälle. Der Dimpelbayerische, ja. Ist ja bekannt und sollte man von Steirischen einmal probiert haben. Gell? Probieren muss man das, ja. Also viel Freude mit dem Dimpel. 1 und 2.
Jawohl, Zeit nicht, ja. sauber, oder? Ja. Nein, das macht Spaß, ja. Ist auch so. Wenn es schön rhythmisch ist und nein, das ist, machst echt gut, gefällt mir. Und nicht als, Danke, es war wichtig, dass du zufrieden bist. nicht als Begleiten, Wirklich, nicht als Mitspielen, das Begleiten auch schön. Wenn sie, sogar wenn sie die Schüler, ist aber mein Wunsch, dass sie halt auch an die Videos halten und ans Tempo vor allem, weil man ist einfach dann, das ist einfach dann schön zum Zuhören. Man kommt halt gerne ins Hudeln und schnell und dann wird es alles immer ein bisschen schlampig. Und das ist die Gefahr halt immer bei den Harmonikaspielern. Aber wenn man das Tempo so schön hält und dann kann man auch begleiten, das ist dann so rhythmisch und macht dann selber einen Spaß dann auch, wenn man nicht mehr weiß, wo man ist, weil man so halt drüber hudelt. Das kennt jeder. Immer schön langsam und sauber üben. Das Merkst ist du wichtig auch im die Spielen. wahrscheinlich? Ja, ja. Man wird immer gerne nein, schnell. sicher, gibt so Stellen, wo man noch in Ruhe nochmal sich hinsetzen muss, Zeitlupentempo, den einen Ja. Chapter nochmal ein bisschen durch, ja, den einen Teil, aber das kommt alles mit der Zeit, das soll ja Spaß machen. Ja. Ja, Dann würde ich sagen, mir ist warm, ja. boah ja, jetzt brauchen wir was zum Trinken, oder? Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen, grüßen wir nochmal alle schön, gell? Grüß euch, Manuel. hat mich gefreut, ja. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ja.